Salam und Hossa, ich bin Melina Borczak, ich bin Journalistin, Filmemacherin, Autorin. In meinem Buch geht es um antimuslimischen Rassismus und Sprache. Das habe ich so gemacht, weil, also ehrlich gesagt, ich habe einfach eine E-Mail bekommen, willst du ein Buch zu diesem Thema schreiben? Und dann habe ich gesagt, ja, gib Geld. Aber ich hätte es nicht gemacht, wenn ich es nicht wichtig gefunden hätte. Antimuslimischer Rassismus ist so ein riesiges, breites, tiefes, gigantisches Thema. Es geht von Komplimenten, die eigentlich nett gemeint sind, aber trotzdem irgendwie rassistisch, über irgendwie Alltagsrassismus bis hin zu Genoziden. All das fällt unter antimuslimischen Rassismus. Und dann dachte ich mir, man kann das alles einzeln bekämpfen und alle Energie der Welt irgendwie versausen. Oder man geht an den Kern. Und der Kern ist, wie wird über Muslime gesprochen? Wie wird über Muslime gedacht? Wie wird über Muslime berichtet? Was sind die Denkmuster, die irgendwie falsch sind? Was sind Sachen, die stimmen, die nicht stimmen? Was für eine Rolle hat Sprache in der Produktion und der Reproduktion von Rassismus? Ein Beispiel ist, wie viele kognitive Abkürzungen unsere Hirne machen. Also zum Beispiel, stellt euch vor, ihr seid in der Bahn und dann hört ihr nur so Gesprächsfetzen immer. Ihr kennt nicht den Kontext. Und dann hört ihr, dass jemand so redet und sagt, bla bla bla, das Frauenbild des Islam. Und ich persönlich denke mir schon, jetzt erzählen die irgendeine rassistische Scheiße. Rein theoretisch könnte sein, dass sie was Korrektes erzählen. Aber wenn ich mir denke, das Frauenbild des Islam, denke ich mir schon, Oder wenn man hört, jüdische Banker. Rein theoretisch könnte es sein, es gibt ja jüdische Leute mit allen möglichen Jobs, aber trotzdem denkt man sich so, was reden die gerade, irgendwelche Verschwörungstheorien? Sprache löst so voll viel aus in unseren Köpfen. Und dann, wenn wir zum Beispiel hören, gemäßigte Muslime. Gemäßigte Muslime, das ist etwas, das nutzt man nur für Muslime. Wir hören nie gemäßigte Christen. Es erzeugt so den Sinn, die einzigen guten Muslime sind die, die gemäßigt, kontrolliert, dominiert und irgendwie in Fesseln gehalten werden, die man noch irgendwie unter Kontrolle hält. Weil wenn man die freilässt, wenn man die nicht diskriminiert, dann sind sie nicht gemäßigt, dann sind sie nicht unter Kontrolle. Und wenn sie außer Kontrolle sind, sind sie gewaltvoll, terroristisch, rückständig und so weiter, weil das ist ja deren Normalzustand. Und es kommt nicht alles sofort, wenn man gemäßigte Muslime hört, aber es ist einfach so, diese Implikation von der Normalzustand von Muslimen ist, dass sie scheiße sind und nur die, die ein bisschen weniger sind, die gemäßigt sind, okay, die kann man noch ein bisschen akzeptieren. Medien stellen muslimische Leute scheiße dar. Das liegt an vielen Faktoren. Erstens, es gibt Journalisten, die einfach Rassisten sind. Punkt, aus Ende. Zweitens gibt es Leute, die nicht so richtig wissen, was sie machen. Und dann gibt es auch so Systeme oder Dynamiken. Zum Beispiel, die meisten Journalisten sind nicht muslimisch. In der Schweiz, in Deutschland. In Deutschland ist es sogar so, dass 96% der Journalisten weiße Deutsche ohne Migrationshintergrund sind. Und von den 4%, die bleiben, sind vielleicht 12 oder so muslimisch. Und was machen die dann, wenn die über muslimische Themen berichten sollen? Sie wissen nicht so richtig, wie sie es machen sollen, dann rufen sie einfach den Zentralrat der Muslime an oder irgendeine Moschee, die sie bei Google Maps gefunden haben. Und plumps, schon gibt es eine Verzerrung, weil die Leute, die dann immer für Muslime sprechen, sind immer Leute, die einen Job haben, die gut Deutsch können, die vielleicht Mittelschicht sind und so weiter. So, wenn du beim Zentralrat der Muslime anrufst, du wirst nicht einen muslimischen Teenager bekommen, der einfach ganz normal mit dir auf die Schule geht, weil der arbeitet da halt nicht. Und das ist genauso, wie wenn ich jetzt wissen will, was Schweizer berichten, was Schweizer denken, irgendwie eine Perspektive aus der Schweiz haben will, dann rufe ich irgendeinen Jodelverein an, weil das ist so mein Bild von Schweizern. Ich weiß, ich werde Schweizer treffen, da wo es Jodeln gibt. Und klar, die sind auch aus der Schweiz, die haben auch ein Recht darauf, die Schweiz zu repräsentieren, aber doch nicht immer. Stellt euch vor, die ganze Welt würde nur Leute kennen, die nur am Jodeln sind. Das verzerrt halt die Wahrnehmung. Denn das zweite Ding ist, wenn man nicht muslimisch ist, man hat bestimmte Themen gar nicht auf dem Schirm. Selbst wenn man sie auf dem Schirm hat, wenn vielleicht sich jemand meldet und sagt, hey, schreib doch über XY. Leute haben verschiedene Wahrnehmungen und verschiedene Niveaus von Wichtigkeit. Für sehr viele nicht-muslimische Journalisten ist es nicht so wichtig, was Uiguren angetan wird, der Genozid an Uiguren. Und ich kenne eine junge Uigurin, die hat mehreren Redaktionen geschrieben, könnt ihr bitte darüber berichten? Und sie hat meistens nicht mal eine Antwort bekommen. Das wird immer so abstrakt dargestellt, aber am Ende des Tages, da sitzt irgendein Rolf und er entscheidet, darüber berichten wir, darüber nicht. Das ist wichtig, das nicht. Und es ist auch bewiesen, dass mehr über Sport berichtet wurde in deutschen Nachrichten als über den gesamten globalen Süden.
Ich glaube, da sieht man, dass die Reaktionen voller Jochens sind, denn ich würde bestimmt nicht so entscheiden. Ja, der Grund, warum nicht für uns Content produziert wird, außer wenn es von uns ist. Ich glaube, da gibt es viele Gründe. Einer davon ist, wir werden immer noch als eine Minderheit gesehen, die nicht so wichtig ist. Warum soll ich für ein Häufchen Moslems was produzieren, wenn ich für den Dieter nebenan das produzieren kann? Und der Dieter nebenan ist die Welt. Er ist die Mehrheit, da habe ich größere Chancen. Das ist natürlich doof, weil erstens der Dieter nebenan und so die Zielgruppen, die man erreicht, sind mittlerweile, sorry, aber am Aussterben. Okay, ich wünsche diesen Leuten noch ein langes Leben, die haben noch viele Jahre vor sich hoffentlich, aber du kannst doch nicht nur Rentner haben, die dein Programm gucken. Aber ich glaube, viele Leute sind halt, sie ruhen sich aus, weil in den Zahlen macht doch nichts, dass fast alle Zuschauer über 65, weiß, deutsch, Günther und so weiter sind. Es sind trotzdem diese 100.000 Klicks, die wir pro Monat brauchen, um uns zu finanzieren oder sowas. Die checken das gar nicht, wie viel es von uns gibt, so, bis sie verstehen, dass wir die sozialen Medien, dass wir die neue Medienwelt kontrollieren, und dann kommt die Panik. Islamisierung ist so eine komplette peinliche Scheiße, die ständig dauerrecycelt und wiedergekäut wird. Alle paar Jahre beweisen intelligente Leute, dass das peinliche Scheiße ist. Dann ändert man den Namen und dann fängt es wieder von vorne an. So, das ist jetzt Islamisierung, Umvolkung, Le Grand Replacement, White Genocide und so weiter heißt. Die Definition von politischer Islam und Islamismus ist sowieso wischiwaschi, aber meistens wird es definiert als eine politische Auslegung des Islam oder islamische Auslegung der Politik. Hä? Dann kann ja alles von islamischen Feministinnen, die mit dem Koran begründen, dass sie mehr Rechte haben sollten und dass das laut Islam so ist, das ist auf dem gleichen Niveau wie IS und Al-Qaida und so weiter. Ich meine, wenn man nach den gleichen Regeln gehen würde mit Christentum, dann wäre eine nette Dorfomi, die jeden Sonntag in die Kirche geht, auf dem gleichen Niveau wie der Ku Klux Klan und auf dem gleichen Niveau wie die Lord's Resistance Army, die mehr als 100.000 Menschen auf dem Gewissen hat und Kinder vergewaltigt und so weiter und so fort. Das sind doch alles komplett unterschiedliche Sachen. Aber bei Muslimen wird dieser Unterschied nicht gemacht. Das ist, weil antimuslimischer Rassismus funktioniert damit, dass er behauptet, dass Muslime alle gewaltvoll und rückständig sind. Und wenn man dann jemanden findet, der gechillt ist, dann muss man beweisen, nee, der ist auch rückständig und gewaltvoll, und man beweist es, indem man so diese Ketten macht, dass er irgendwann mal irgendwas zu tun hatte, über 10 Sprünge mit irgendeiner islamistischen Partei, die vielleicht nicht mal islamistisch ist. Also genauso könnte man christistisch behaupten und politisches Christentum für all diese anderen Kategorien. Aber niemand würde sagen, die nette Oma nebenan und Merkel und der Ku Klux Klan, alles Christismus.